라소다 동화들이야 also Manchmal hört der Computer nicht auf mich. 대신도 사람 주인이 신신하게 게 저러 보면 이게 상말로야 Ich möchte gerne euch herzlich willkommen heißen, all ihr Kshetra Kempos und Lehrer, die ihr aus dem Internet zuhört, oder Kshetra Schüler auch und Schülerinnen. Heute ist der 9. Tag der Winterbelehrungen. Und heute werden wir noch ein bisschen vielleicht über die Ausbreitung der Nur-Geist-Schule in Tibet sprechen, aber vielleicht müssen wir da nicht so viel ins Detail gehen. Und wie ich auch vorgestern sagte, eine unabhängige Nur-Geist-Schule ist eben nicht in Tibet erblüht. Und in den Madhyamika-Texten, die dann später sich in Tibet ausbreiteten, wie Chandrakirtis Madhyamika-Vatara und sein Bhashyam, da wurde ja dann die Nur-Geist-Schule hauptsächlich nur als Gegner verstanden, der dann widerlegt wurde. Das heißt, das führte dazu, dass die Nur-Geist-Schule noch ein schlechteres Ansehen erhielt. Und gleichzeitig ist die Shentong-Schule, hat sich noch viel weiter ausgebreitet dann stattdessen und hat gesagt, das hier, diese eigentlich ursprünglichen Nur-Geist-Texte, sind unsere Texte, haben die Shentong-Pas gesagt und haben das sozusagen gewaltsam an sich gerissen, die Zugehörigkeit dieser Texte. Und haben gesagt, das sind keine Nur-Geist-Texte, sondern das sind Shentong-Texte, haben die Shentong-Pas gesagt. Über die Nur-Geist-Texte. Diese Sichtweise hat sich dann weit verbreitet. Und dann gab es noch das passiert auf jeden Fall so in Tibet, aber es gab auch tibetische Gelehrte, die die Nur-Geist-Schule unterstützen wollten. Die hatten Mitgefühl mit der Nur-Geist-Schule. Und da gab es dann solche Sichtweisen, wie zum Beispiel auch von Jetsun Rendava in seinem Text Dialog mit Löpen Schöker, der sagte, also Rendava sagt in seinem Text, wenn Asanga Vasubandhu und ihre Anhänger nicht nur Geistschulmeister sind, dann wer ist ein nur Geistschulmeister? Fragezeichen. Wenn diese klassischen nur Geistmeister keine nur Geistmeister sind, wer dann? Die Shentong-Passe verlieren ja deswegen nicht an unserem Respekt, nur wenn sie nur Geistmeister sind. Und könnt ihr dann überhaupt sagen, dass ihr wisst, was die nur Geist-Sichtweise ist? Ich, so sagte Rendava, sehe in Tibet niemanden, der nur Geist-Sichtweise wirklich versteht. Das ist Rendavas Sichtweise, die er so ausdrückte. Und das war auch Taklung Lotsawa. Der hatte auch seine Gedanken dazu. Und der sagte in seinem Text über die philosophischen Schulen, und der Text heißt Allwissend, in Tibet, sagte er,
wird gesagt, dass manche die nur Geistschule widerlegt haben durch den glorreichen Chandrakirti. Und dass es postuliert wurde, dass die nur Geistschule eine buddhistische extreme Schule ist. Aber so etwas zu sagen, ist schrecklich und ist nicht richtig. Das sagte Taklung Lotsawa. Ja, oder Karmapa sagt es anders gesagt, das ist falsch zu sagen, dass die nur Geistschule eine schreckliche Schule sei. Das hat Karmapa gesagt, dass das Talung Lotsawa in seinem Text über die philosophischen Schulen gesagt hat. Wie auch immer, zusammengefasst, gibt es verschiedene Meister, die eben erkannten, dass die nur Geistschule ein schlechtes Ansehen erhalten hatte. Und deswegen haben sie versucht, das zu stärken, die nur Geistschulen-Sichtweise. Und wenn wir das aber aus anderer Sichtweise angucken, können wir auch Panchen Shakyashokdens Sichtweise anschauen, die er verbreitet hat, wo er sagt, wo seine Sichtweise viel näher an nur Geist ist als an Madhyamika. Genau das Gleiche war auch im Falle von Maitreya, ein Mahamudra-Meister, und Maitreya selbst war ein Meister, denn Shantira war ein nur Geistmeister auch. Wahrscheinlich auch. Und es gibt dann auch Gelehrte und Meister, die das so ausdrücken. Und in Mekachi-Tradition sprechen wir über die 4 Yogas. Und da gibt es eine bestimmte Reihenfolge dieser 4 Yogas. Und so wie Shantipa das erklärt, ist das aus der Nur-Geist-Sichtweise. Und da die Kachipas davon ausgehen, dass die 4 Yogas eben so Schritt für Schritt aufeinander aufbauen und Shantipa folgen in dieser Sichtweise, haben sie eigentlich dann implizit auch eine Nur-Geist-Sichtweise. Und auch Sakyas und Geluk-Meister haben das gesagt, dass die Kachis eigentlich eher eine Nur-Geist-Schulen-Sichtweise haben. Wir müssen da jetzt nicht viel drüber sprechen, wie die Kachi-Meister davon ausgehen, dass alles nur Geist ist. Aber wenn wir darüber sprechen, dass die Erscheinungen Geist sind, wenn wir gucken, wie das erklärt wird in der Kachi-Linie, wird da oft gesagt, dass die Erscheinung und Geist von gleicher Substanz sind. Und wenn wir das anschauen, dann scheint es sogar so zu sein, dass die Sichtweise den wahren Aspektariern näher steht als den falschen Aspektariern. Und auch in Tibet war das so. Wird es gesagt, dass diejenigen, die nur Geistsichtweise haben, dass die nur den zweiten der 5 Pfade erhalten können, also nicht den Pfad des Sehens. Wie auch immer. Zum Beispiel Drikung Jigten Sumgön sagt in seinem Text Gongchik, ne, die eine Absicht des wahren Dharma. Da schreibt er, die klare Verwirklichung von nur Geist ist auch auf der 7. Bhumi vorhanden. Das sagt er im Gongchik. Da gibt es verschiedene Arten, wie das erklärt werden kann. Das kann zum Beispiel in dem Kommentar von Mikyo Dorje über diesen Gongchik zu finden sein. Aber es gibt auch noch andere Kommentare über Gongchik und da gibt es viele verschiedene Erklärungen und Kommentare. Und manche sagen das eben auch wirklich, dass
die Sichtweise der Nur-Geist-Schule tatsächlich die meditative Weisheit der 7. Bhumi repräsentiert. Also so gibt es also Meister, die sagen, oh, die Nur-Geist-Schule ist schrecklich, und andere wiederum sagen, dass es was sehr Wertvolles ist und dass sie selbst eben eine Sichtweise haben, die wirklich sehr, sehr ähnlich der Nur-Geist-Schule ist. Und so gibt es eben diese verschiedenen Sichtweisen und die verschiedenen Erklärungen darüber, über den Stellenwert quasi der Nur-Geist-Schule. Aber der Hauptpunkt hier ist, dass in Bezug auf die Sichtweise, dass die Nur-Geist-Sichtweise nicht so wichtig angesehen wurde wie Madhyamika-Sichtweise, aber in Bezug auf Verhalten und Meditation ist die Nur-Geist-Schulen-Sichtweise oder Meditation und Praxis und Verhalten eben sehr bedeutsam. Der Grund dafür ist, dass die Yogacara Nur-Geist-Schule selbst ja ursprünglich eine Tradition der Praktizierenden ist, wie ich das auch schon gesagt hatte. Und nicht nur das, wie damals von Maitreya, die Yogacara Bhumis und die Werke von Asanga und Vasubandhu. Da gab es ja viele verschiedene Diskussionen über die Stufen und Pfade und Ebene des Mahayana, das Verhalten der sechs Parameter der Meditation über Samadhi von Shamatha und Vipassana. All das wird da ausführlich erklärt in den Yogacara-Texten, aber gar nicht so ausführlich in den Madhyamika-Texten. Daher gab es gar keine andere Möglichkeit für Mahayana-Praktizierende, als auch diese nur Geistschulentexte zu studieren, um eben diese Informationen, die darin enthalten sind, zu bekommen. Und insbesondere im Tibet gibt es viele indische Meister, die daherkamen. Und einer der großartigsten war der Dame Herr Atisha. Und eine seiner größten Errungenschaften, die er hatte, war nicht in Bezug unbedingt in philosophischer Sichtweise. Natürlich, seine philosophischen Texte waren auch wunderbar, aber sein besonderer Einfluss war den graduellen Pfad der 3 Arten von Individuen und die Kernanweisung über Lojong zu geben. Insbesondere also, wie man Mahayana praktiziert. Das war wirklich Atishas großartigster Einfluss auf den tibetischen Buddhismus. Und diese Belehrung über diese 3 Arten von Individuen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Lamrim-Belehrungen. Und in seinem Autokommentar zum Bodhipath Pradipam schrieb Atisha auch eben über die 3 Arten von Individuen und sagt, dass das eigentlich aus dem Abhidharma Kosha Bhashyam kam. Und gleichermaßen gibt es auch in den Text Yogacara Bhumi eben immer wieder Belehrungen über die 3 Arten von Individuen. Und diese Unterscheidung dieser 3 Arten von Individuen erscheint eben oft auch in dem Text Yogacara Bhumi. Und es gibt auch Asangas Kommentar zum Uttara Tantra Shastra oder auch andere Passagen, Sutras und anderen Werken, die nur Geistsichtweise haben, wird über diese 3 Arten von Individuen gesprochen. Und in dem Sutra eben von Mahaparinirvana, da gibt es dann auch einige Passagen darüber, über die 3 Individuen. Und wenn wir so drüber nachdenken, können wir verstehen, dass diese Belehrung über die 3 Arten von Individuen eben eine mündliche Überlieferungslinie darstellen in der Nur-Geist-Schule. Und wenn wir die Lojong-Belehrung anschauen, die Lernanweisung Lojong wird hauptsächlich tradiert und er war ja selbst ein Nur-Geist-Meister. Und ebenso auch war es so, dass die Kadampas ja auch über 3 Überlieferungslinien sprechen. Einmal die Überlieferungslinie der tiefgründigen Sichtweise, die Überlieferungslinie des weitreichenden Verhaltens und die Überlieferungslinie des Segens der Praxis. Und die Überlieferungslinie des weitreichenden Verhaltens, die geht auf Asanga und Vasubandhu und so weiter zurück.
Das heißt, da gibt es eben zwei Traditionen in der Sutra-Tradition des Bodhisattva-Gelübdes, nämlich die Überlieferungslinie des weitreichenden Verhaltens und die Überlieferungslinie der tiefgründigen Sicht. Das sind die beiden Bodhisattva-Gelübde-Traditionen. Nur weitreichendes Verhalten und tiefgründige Sichtweise. Und es wird öfter mal gesagt, dass die weitreichende Tradition die nur Geistschule ist und die tiefgründige Tradition die Madhyamika-Sichtweise. Und manche Gelehrte stimmen dem überein und manche nicht. Und da gibt es verschiedene Kommentare. Aber wenn wir in den Text Bodhiparadipam Bhashyam schauen von Atisha, dann wird gesagt, dass wenn wir Bodhisattva-Gelübde nehmen, im Rahmen der nur Geistschule, dann folgt das der weitreichenden Überlieferungslinie eben oder des weitreichenden Verhaltens eben. Und da stützen wir uns auf die Bodhisattva-Bhumis, den Text. Und wenn es um die Madhyamika-Version geht, wie wir die Bodhisattva-Gelübde nehmen, dann machen wir das gemäß der Tradition von Bodhisattva. Und Sakya Pandita sagte, dass die nur Geist-Sichtweise niedriger ist. Das sagte Sakya Pandita. Und wenn dem der Fall ist, dann sind die Rituale und das Verhalten, was nur möglich ist, gehandhabt, wenn es eine niedrigere Sichtweise ist. Aber Madhyamika hat eben eine höhere Sichtweise, so sagt das Sakya Pandita, und dadurch sind Rituale eben entspannter. Und Sakya Pandita gab verschiedene Gründe, warum die Madhyamika-Tradition besser ist. Aber es gibt natürlich dann auch viele Argumente oder Darstellungen gegen diese Position, wie es zum Beispiel in Kejis 3 Gelübden oder im Pavo das Kommentar über Brihadatara gesagt wird. Und es ist so, dass wir in der Kachi- und Nyingma-Tradition haben, nehmen wir die Bodhisattva-Gelübde basierend auf beiden diesen Traditionen. Und obwohl die nur Geist-Sichtweise nicht sich wirklich in Tibet ausbreitete als eine eigenständige Schule, ist es trotzdem so, dass Verhalten und Meditation das tatsächlich taten. Und so, wenn wir die Geschichte anschauen, wie zum Beispiel die 3 Kadampa-Vorväter, einer war ja Potava Rinchen Sel, der die 6 Kadampa-Texte lehrte, zum Beispiel Bodhisattva, Bhumi und Schmuck der Sutras. Und dadurch war es eben Schmuck des Sutras, Mahayana Sutra Alamkara, was Potava lehrte. Und diese Texte wurden dann dank Potavas Aktivität eben sehr bekannt. Also er hat 6 Kadampa-Texte und auch Bodhisattva Bhumi und Mahayana Sutra Alamkara gelehrt. Und diese Texte, diese beiden, sind eben sehr, sehr wichtig. Natürlich, der Bodhisattva Bhumi-Text ist ein sehr, sehr wichtiger Text, um die Bodhisattva-Gelübde zu studieren. Und deswegen gab es auch in Tibet viele Kommentare dazu. Und der wichtigste Kommentar war vielleicht Tsongkhapas Kommentar, der Lamrim Chenmo, der große Pfad zur Erleuchtung. Oder auch der große Pfad zur Erleuchtung oder eben die großen Werke über die Stufen von Pfaden zur Erleuchtung, also Lamrim Chenmo. Die alle stützen sich sehr auf diese Texte, wie zum Beispiel Shravaka-Ebenen, Nyanza. Wie auch immer, also Tsongkhapa hat sich auf all diese Texte gestützt und wie auch immer das zeigt, dass die nur Geistschulen-Sichtweise tatsächlich akzeptiert wurden und die Belehrungen oft darauf basieren. Und auf diese Art und Weise wurde der Text Bodhisattva Bhumis eben sehr bekannt und wurde als nur Geistsichtweise verstanden. Aber
Aber Gyunzen zo tiang tadru gi chane ma imba. Zo druba nyamne da jaba chabe Gyunzen la tene dene shung digi und, di. und diese Texte wurden aber auch gut studiert in Tibet, aber nicht unbedingt wegen der Philosophie, sondern weil sie eben so praktische Relevanz hatten. Und eine bestimmte Literaturgruppe der Nur-Geist-Schule sind die Texte über die Zema, Pramana, Epistemologie oder Gültigkeit, Erkenntnistheorie. Wenn wir erkenntnistheoretische Texte anschauen, dann ist es zeitlich vor Lodin Sherab, dass es dann nur wenig Texte gab, die übersetzt wurden in tibetische. Und es gab auch nur ein paar Erklärungen über ein paar allgemeine epistemologische Texte. Und nur Lodin Sherab hat diese Texte als sehr wichtig angesehen und hat diese Texte dann studiert mit Kashmiri-Gelehrten, Shempen Sangpo, Palden Gyalpo, Punyashri und so weiter. Manche sagen, dass Palden Gyalpo Buddhist war oder Hindu ist, aber er hat noch mit vielen anderen über diese epistemologischen Texte studiert. Und auch die Prajnaparamita Sutras haben ja auch eine sehr tiefgründige und auch schwierige Bedeutung. Und so war es dann, dass in den früheren Übersetzungen der Prajnaparamita Sutras, dass es da viele Passagen gab, die fehlerhaft waren, wo sie nicht wirklich richtig gut übersetzt wurden in die tibetische Sprache. Und wenn man das so studiert, hieß es da eben auch, dass es wichtig ist, die Überlieferungslinie zu haben, wirklich direkt zu haben. Und deswegen hatte er dann auch die Schwierigkeiten auf sich genommen, nach Indien zu reisen. Und zu dieser Zeit gab es da viele bekannte ostindische Gelehrte, wie zum Beispiel Gomichime. Gomichime, der war vielleicht Laienpraktiker. Gomichime und dann auch den Mahapandita Bumtrak Nipa. Und hat mit denen dann die Prajnaparamita-Texte studiert. Und er hat die nicht nur studiert, sondern er hat auch wirklich neue Übersetzungen gemacht. Die Texte, die noch nicht übersetzt wurden früher, die hat er korrigiert, editiert. Und hat er so viele Texte, an so vielen Texten gearbeitet und die verbessert und korrigiert, wie zum Beispiel ein Kommentar zur Epistemologie oder Gewissheit der Epistemologie oder Tropf der Beweisführung oder Kommentare des Meisters Damodara. Und er hat auch viele Texte übersetzt, was Prajnaparamita angeht, wie zum Beispiel 25.000 Prajnaparamita-Verse oder Abhisamayalankara oder Asangas Kommentar dazu oder die 8.000 Verse von Prajnaparamita oder der Kommentar dazu von dem Meister Bhadra. Der hat auch viele spätere Mahayana-Texte übersetzt, wie zum Beispiel Uttara Tantra Shastra, Mahayana Sutra Alamkara oder das Kompendium der Trainings, Bodhisattva und andere viele und Kommentare über den Text, schwierige Punkte des Prajna-Kapitels. Also so hat er insgesamt über 8.400 Sutra-Texte übersetzt und vielleicht über 8.000 Tantra-Texte. Also hat er wirklich viele Texte übersetzt, dieser Übersetzer, Ngok Lodin Sherab. Und wie ich vorher schon sagte, war sein Hauptziel, nach Indien zu kommen, war ja, um epistemologische Texte zu studieren. Das wissen wir aus der Biografie seines Schülers Drolungpa. Und als er nach Tibet zurückkam, hat er besonders Texte gelehrt wie Mahayana Sutra Alamkara, Madhyanta Vibhanga, Mula Madhyamika Karika und Texte über Madhyamika von Shantarakshita und Kamalashila. Und später hieß es dann in Tibet hieß es dann im Zentrum zwischen den Löwen von Madhyamika und das war sozusagen im Zentrum
das Löwengebrüll zwischen Madhyamika und Epistemologie hat er eben eine Richtung entwickelt, die die Sichtweise von Madhyamika und die Logik von Pramana benutzt. Aber Chatakirtis Werk hat sich nicht so sehr verbreitet, aber weil eben hauptsächlich weil hauptsächlich Madhyamika, Alamkara oder die zwei Warten des mittleren Weges oder das Licht des mittleren Weges und so weiter studiert wurden. Und das waren dann hauptsächlich die Svatantrika Madhyamika-Texte, die sich verbrachten. Und auch in Bezug auf epistemologische Texte war es dann Pandhitas Pramana Yukta Nidhi, der sehr sich weit verbreitete. Und davor gab es dann eben auch den Text die Annahme der Gültigkeit. Und der Grund ist, warum die so verbreitet waren, weil die Texte Autokommentare besaßen und sehr klar und deutlich und einfach zu verändern waren. Und manche Texte waren in Versen und in dem Pramana Yukta Nidhi und dann in dem Text Gewissheit der Gültigkeit war es dann eben in Prosa und das war dann einfacher zu verstehen als der Kommentar. Ja, nach Claude Derab wurde dann eben Prosatext hauptsächlich studiert. Und nur Claude Scherab hat auch dann einen Kommentar dazu verfasst. Und das ist einfach so die früheren die epistemologischen Texte in Tibet. Und da spielte eben Lotsen Scherab eine große, wichtige Bedeutung. Und er hatte 4 Hauptschüler, die bekannt waren. Das war der Klosterhalter Shangtse Pongwo, dann der Lehrenhalter Drolungpa Lotrijungne, dann der Prajnaparamita-Halter Dreshen Sherapa und der Madhyamika-Halter und auch epistemologische Halter Kyung Rinchen Drak. Und Shangtse Pongwa war ja der Klosterhalter, der begann das Sangpo-Kloster und wurde da ab davon. Aber über seine Geschichte will ich jetzt hier gar nicht so viel sprechen. Und der zweite war Drolungpa Lotrijungne, der Halter seiner Belehrungen. Er hat viele Texte verfasst, aber der wichtigste dieser vielen Texte waren die großen Stufen der Belehrung von Drolungpa eben. Und später hat dann Tsongkhapa diese Texte als sehr wichtig empfunden, nachdem diese in Tibet dann publiziert wurden. Und Tsongkhapa benutzte dann seinen Lamrim Chenmo-Text, basierte er auf Drolungpas Text. Und es gibt auch eine Prajnaparamita-Tradition, die von Lotsawa Loten Sherab kommt. Aber das ist eine andere Tradition, die von anderen 2 Meistern kam, nämlich Dreshenpo und Ar. Aber die meisten Belehrungen von Prajnaparamita kann eben zu Dreshenpo und Ar zurückgeführt werden. Wenn wir über Dreshenpo gucken, könnte es klang, Dreshenpo könnte wie großer Geist klingen, aber wer ist dieser Geist? Dann denken wir vielleicht, das wäre schlecht, aber ist es nicht. Also wer ist dieser Dre? Wer ist dieser Geist? Und Dre ist nämlich nicht Geist, sondern ist der Name eines Clans. Wenn wir über Dre und Ar sprechen, sind es eben Clan aus Kam. Da gab es den Großmeister Zitzen aus Kam. Also es ist eine Kam-Tradition der Prajnaparamita. Der Hauptschüler von Drolungpa und Kyung war Shapa Shöke Senge. Und der hat vielleicht 40 Kommentare verfasst. Hat er dann eben auch, war aber auch sehr in der Epistemologie sehr bewandert.
Hat deswegen verschiedene Texte kommentiert, wie zum Beispiel Kommentar zur gültigen Erkenntnis oder Gewissheit der gültigen Erkenntnis. Und er hat drei Werke so geschrieben, wo all das zusammengefasst ist, kurz, mittel und lang. Das wird dann später Dydra genannt, diese gesammelten Werke oder gesammelten Themen. Ich sollte eigentlich nicht Dydra, sondern einfach nur Sammlungen nennen, wo eben all die wichtigen Punkte von gültiger Erkenntnis und Logik versammelt sind. Dydra wäre mehr so der Bereich, wo man die Debatte macht. Das ist eigentlich nicht wirklich der Name für solche Texte. Und ebenso in Tibet, wenn wir die Tradition haben, dass es da eben den einen gibt, den Angreifer quasi, der steht und mit dem Fuß aufstampft und seine Hand klatscht. Das kommt von Shapashukhi Sengye und seine Sichtweise ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, aber es war Tantrika Madhyamika. Sondern er sagte sogar, dass Shatakirtis Sichtweise 8 große Fehler hatte. Und das war Shapashukhi Sengye. Und zu seiner Zeit gab es einen Pandit aus Indien, mit dem er dann debattierte. Und sein Gegner war Prasangika, aber Shapashukhi Sengye war ja eben Svatantrika. Und ging dann nach den 5 gipfeligen Bergen und praktizierte Manjushri. Der Prasangika musste da hingehen, um auf Manjushri praktizieren und kam dann zurück zu Shapashukhi Sengye, um weiter zu debattieren, aber Shapashukhi Sengye war mittlerweile verstorben. Und seine Madhyamika-Texte, die waren wirklich sehr, sehr durchdacht und sehr schwer zu widerlegen aus Prasangika-Sichtweise. Und er hat 8 Hauptschüler, wie zum Beispiel Pakmod Rukpa, Dorje Gyaltsen und auch den ersten Karma-Paar. Da hat er so 8 Hauptschüler. Das waren also 2 dieser 3 heiligen Männer von Kam, die mit ihm dann Madhyamika und Pramana studierten. Das ist halt ein Punkt, den wir oft nicht so gut kennen. Wie auch immer, wenn wir über Pranana, gültige Erkenntnis, sprechen, wer hat denn Pramana gegründet? Dignaga und Dharmakirti. Dharmakirti war eben sein wichtigster Nachfolger quasi. Und beide sind offiziell als nur Geistmeister verstanden. Und in Tibet war es so, dass deren Einfluss auf die Pramana-Literatur in Tibet war eben der Einfluss der Pramana-Literatur sehr groß, vielleicht sogar noch größer, aber auf jeden Fall nicht weniger als Madhyamika. Und es gab auch Gelehrte, die nur Dydra studiert haben. Diese Sammlungen haben dann jahrelang nur die Dydra-Texte studiert und dann in verschiedene, um eine Debattiertouren dann zu machen. Da gab es ja damals diese großen verschiedenen Klöster, in großen verschiedenen Kshetras und dann reisten die rum und haben die verschiedenen Kshetras und Klöster besucht und dort Debatten gemacht. Das war dann eine Debattentour, wo sie dann zu jeweils verschiedenen Klöstern gingen. Und auch in der Vergangenheit war es also so, dass viele dann diese gesammelten Werke studierten. Und einfach nur darauf basierend haben sie dann debattiert. Wir kennen jetzt zum Beispiel Karma Chakmes Lebensgeschichte. In der Lebensgeschichte heißt es dann,
Als Kamachakme von Kam ins Kloster, in die Klosteruniversität ging, da ging er nach Kuto Nishen Ling. Das ist das Kshetra des 6. Shamapa. Und da lernten die alle da und studierten wirklich Dütra. Und Kamachakma hatte dann eben sehr ausführlich diese Dütra-Texte studiert. Und er fand so, dass die Sakyas und Geluks das vielleicht ein Jahr lang studieren und dass sie dann debattieren. Aber Kachis, die studieren das 3 oder 4 Jahre lang. Und da gibt es das macht gar keinen Sinn. Das war ein Lama, der das sagt dazu, Kamachakme. Wenn wir diese Geschichten anschauen, gibt es dann verschiedene Meister, die viel Interesse hatten an Dütra-Texten. Und einer von Lotsen Sherab Schülern war ja Dreshenpo Sherab Ba und der hatte 4 Nee, also so, es war Ngoklutchen Sherab, der hatte 4 Hauptschüler, davon gab es Dreshenpo Sherab Pa und von ihm ein Schüler war Jangshub Yeshe Jung. Und er wiederum verfasste Kommentare, lange und mittlere und kurze, über die Prajnaparamita Sutras, zum Beispiel über die 25.000 oder über die 8.000 Verse. Und deswegen wurde in Tibet wird es auch gesagt, Prajnaparamita kommt von das war Jangshub Yeshe Jung. Und ein anderer Schüler von Dreshenpo Sherab Ba war Ja Dulvo Tsinpo Chöndro Ba und der war sehr gelehrt in Vinaya und deswegen hieß es in Tibet, die Belehrung von Vinaya kommt von Ja Dulvo Tsinpo Chöndro Ba. Das heißt auf jeden Fall, kurz gesagt, die Überlieferung der Belehrung in Tibet die es gab, die gingen alle auf Ngok-Loten Sherab zurück. Die 5 damals von Maitreya und so weiter, Pramana-Texte und so weiter, gingen zu Ngok-Loten Sherab zurück. Es gab natürlich schon vor ihm verschiedene Belehrungen über Vinaya und Abhidharma, aber da gab es nicht wirklich die Präsentation der Widerlegungen oder Pramana-Methoden, wie sie in den Tamakirtis-Werken zu finden sind. Dann eine halbe Stunde Pause. 다 당기 공도 땜방아다르기 qab리야 그 땜방아다르가 가서 땜바시다르기 튕골이야 튕고서 말베다 땜바시다르기 qab리야 올라서 셈볼 데네 다지 참죄다 아니 지 우세兄弟的 Wir hatten ja über Mutlutzavas, Loden Sherabs Wirken gesprochen und es war eben auch dank ihm, dass die 5 Werke von Maitreya sich weit verbreitet haben. Und später hatten wir dann ja 4 Hauptüberlieferungslinien in Tibet, Sakya, Gelug, Kachü und Nyingma. Es gab natürlich viele weitere Unterschulen und so weiter, aber das waren auf jeden Fall die 4 wichtigsten. Und das Studium der 5 damals von Maitreya haben sich sehr weit verbreitet. Es gab zum Beispiel Rongten, der eben Kommentare verfasst hat über alle 5 Werke von Maitreya. Und es gab noch viele unzählige weitere Autoren, die 1 oder 2 Kommentare verfasst haben, also über 1 oder 2 Texte von Maitreya. Und Abhisamayalankara hat wahrscheinlich die meisten Kommentare und danach dann Maitreyas Uttara Tantra Shastra.
und dann auch über Mahayana Sutra Alamkara. Und der Reihenfolge, die Häufigkeit oder Anzahl der Kommentare. Und Madhyanta Vibhanga und Dhamma Vibhanga wurden eigentlich eher seltener kommentiert. Und wie auch immer, wenn wir über die 5 Dharmas von Maitreya sprechen, gibt es auch die 20 Dharmas oder Werke, die einen Bezug haben zu Maitreya. Und beide oder alle diese Werke haben eine große Ausbreitung in Tibet erhalten. Aber das bedeutet nicht, dass die tibetischen Gelehrten dann tatsächlich auch Interesse hatten an der Nur-Geist-Schule. Aber es gab natürlich ein paar tibetische Gelehrte, die Interesse hatten an der Nur-Geist-Philosophie, und das war zum Beispiel Je Tsongkhapa oder Sakya Chokden. Aber Sakya Chokdens Erklärung über die Nur-Geist-Schule war ein bisschen anders. Und so glaube ich, dass eben Tsongkhapa der war, der am meisten Interesse an der Nur-Geist-Schulen-Sichtweise hatte. Je Tsongkhapa. Je Tsongkhapa Lobsang Drakpa. Und warum ich das denke, ist, dass er einen Wurzeltext und einen Kommentar verfasst hat, der heißt Schwierigen Punkte des Geistes und des Allbasisbewusstseins. Wenn wir diese Wurzeltexte genau anschauen, ist es sehr, sehr ähnlich zu Vasubandhus 20 und 30 Versen. Und er spricht hauptsächlich über die 8 Bewusstseinsarten im ganz großen Detail. Und ja, er hat da wirklich hauptsächlich über nicht das 8., sondern über alle 8 Bewusstseinsarten gesprochen. Und später hat er den bekannten Text Essenz der wahren Eloquenz verfasst, wo die definitive und vorübergehende Bedeutung unterschieden wird. Und als er das tat, als er diese Schrift verfasste, hat er folgende Texte verglichen, wie Samdhinimochana Sutra, Asangas Kommentar dazu oder auch Wangshuks Kommentar, Bodhisattva Bhumis Kompendium der Gewissheit, Madhyanta Vibhanga, Mahayana Sutra Alamkara und ihre Kommentare, Mahayana Samgraha, Abhidharma Samuccaya, Dignagas Untersuchung der Objekte, Dhammakartis, Pramanavartika, Dignagas Kommentar der 8000 Verse von Prajnaparamita und Shantipas Kernanweisungen über Prajnaparamita und die Destruktion oder Zerstörung der Negativität. All die hat er verglichen und untersucht und dann die schwierigen Punkte über nur Geist herausgefunden. Und so hat er am Ende seines Werkes dann eben, um definitive und vorübergehende Bedeutung der Mahayana-Schriften und der Soheit zu untersuchen, das war seine Absicht, um diese Unterscheidung zu treffen. Und er fand eben, dass sowohl Nagatas Sicht als auch Asangas Sichtweise eben sehr wichtig waren. Und die tantrischen Mahasiddhas, die haben eigentlich eine ähnliche Herangehensweise gehabt, dass sie nicht nur einer Tradition folgen, wie Nagarjunas nur oder nur Asangas. Denn es gibt keine andere Möglichkeit, die Soheit zu verwirklichen, als sich auf diese beiden Wege oder Linien zu stützen. Deswegen hat Karl auch so viel Interesse, das so essentiell auszudrücken. Und warum hatte Tsongkhapa dieses Interesse im Vergleich zu anderen Meistern? Warum hat er so Interesse an der Nur-Geist-Schule gehabt? Weil er so eng verbunden war mit Rendava, der ja sein Philosophielehrer war in Bezug auf schwierige, große Texte, die er erhielt. Und es war ja wirklich Rendava, eben, der so wichtig war für ihn. Rendava Schönodrö. Und
Und vor dieser Zeit waren eigentlich die meisten Tibeter, das war Tantrika Madhyamika. Und obwohl die Erklärungen über Prasangika dank Pazzaplotsava sich verbreitet haben, waren die noch nicht so weit verbreitet. Das heißt, während der Zeit von Rendava war es eben Rendava, der so einen großen Einfluss hatte, die Prasangika-Sichtweise wirklich zu verbreiten. Hat er wirklich viel Anstrengung unternommen, das zu tun. Und dadurch war es durch Rendava so, dass die Prasangika-Sichtweise sich mehr verbreitet hat als vorher. Und es gibt einen Text von Karma Könchen, da heißt es in diesem Text, in diesen Tagen im Land des Schnee, die Tatsache, dass alle Weisen und Narren Madhyamika sprechen und atmen, ist aufgrund der Güte von Rendava. Und davor war Madhyamika bloß eine Leiche in Tangsak. Eine Leiche in Tangsak. Ja, das war also einfach nur eine Leiche von Madhyamika, die in Tibet quasi vorhanden war. Aber Rendava hat es sozusagen zum Leben gerufen, dass alle wirklich Madhyamika dachten, sprachen, atmeten und so weiter. Das war Rendavas Verdienst oder dank seiner Güte. Und Rendava war jemand, der eben Prasangika, Rangtong betonte. Aber das war zu der Zeit, wo die Jonang-Shentong-Sichtweise sich weit verbreitete. Und Rendava mochte Shentong nicht so gerne. Und denn die Shentongs sagten, unsere Shentong-Sichtweise basiert auf diesen Texten, aber nannten die nicht nur Texte, sondern eben Shentong-Texte. Darüber hatten wir vorher schon gesprochen. Und das mochte Rendava nicht so gerne, denn er war ja Rangtong. Rendava betonte eben Rangtong und Jonang betonte Shentong. Und Rendava mochte das nicht, dass da die nur Geisttexte einfach so eingenommen wurden von den Shentong-Pass. Und ebenso zweifelte er an, ob die Hauptpraxis der Jonang-Pass, Kalachakra, wirklich rein war oder nicht. Und er war wirklich ziemlich negativ eingestimmt gegen die Jonang-Pass. Und er fand es wichtiger, dass man wirklich die Nur-Geist-Schule wirklich an sich kennenlernt. Und so hatte Rendava eine Verbindung mit einem Jonang-Lehrer. Die hatten zunächst eine gute Verbindung, aber später, als sie dann darüber sprachen, ob Kalachakra wirklich rein hier praktiziert wird, da war Rendava nicht so beeindruckt, wie die Jonang-Pass das praktizierten, und die Verbindung brach dann auch ab. Und so gab es auch damals eben schon so quasi eine Debatte oder ein Disput zwischen Rangtong und Shentong. Zu der Zeit war es eben so, dass die Shentong-Pass, die dann einfach die nur Geisttexte mischten in die Madhyamika-Tradition. Und Rendava fand es wichtig, dass die nur Geistschule eben und Texte eben nicht vermischt werden mit anderen Texten, sondern einzeln gehalten werden, dass man wirklich weiß, um was es geht in der Nur-Geist-Sichtweise. Zum Beispiel gibt es Shantipas Text, Schmuck von Nur Geist. Und da gibt es einen Kommentar von Rendava über Shantipas Text. Denn Rendava hatte wirklich Interesse an Nur-Geist. Und auch am Ende von Tsongkhapas Kommentar über das Allbasisbewusstsein schrieb er, dass es aufgrund von Rendava war, dem er folgte, dass sein Geist, also Tsongkhapas Geist, erwachte in Bezug auf die Bedeutung der Schriften. Und also wirklich, Rendava hatte wirklich viel Interesse an nur Geist.
Und der Grund dafür war, ja, also Rendava hatte so ein großes Interesse an der Nur-Geist-Schule und Tsongkhapa dementsprechend auch. Basierend auf Rendavas Interesse hat er sich da viel damit beschäftigt, mit solchen Texten und Sichtweisen. Und Rendava sagte eben, dass alle 5 Werke von Maitreya nur Geist-Sichtweise beinhalten. Und Tsongkhapa sagte, dass manche nur Geist und manche Madhyamika waren. Und diesbezüglich gibt es viele verschiedene Resultate, wenn wir die Tsongkhapa herausfahren, sozusagen basierend auf seiner eigenen Forschung. Wie auch immer. Und es gab ein paar tibetische Gelehrte, wie Tsongkhapa eben, die versuchten so sehr, die nur Geistschulen-Sichtweise herauszustellen und ganz sauber sozusagen zu präsentieren, wie es ging. Aber auf jeden Fall, es war auf jeden Fall schwierig, weil es wenig gab, die wirklich Interesse hatten an der Nur-Geist-Schule, wie zum Beispiel Vasubandhus und so weiter. Und viele Texte wurden auch nicht wirklich übersetzt ins Tibetische, also Vasubandhus Texte. Deswegen ist es wichtig, eben die Werke in Tibetisch auch zu übersetzen, die wir schon im Chinesischen haben, wie zum Beispiel Kommentare von Dhammapada und so weiter über den Beweis des nur Gewahrseins und die Kommentare. Wenn wir das wirklich übersetzen können ins Tibetische, das wäre großartig, dann hätten wir eine bessere Möglichkeit, das dann tatsächlich auch zu studieren. Die ganzen Pramana und Logiktexte natürlich auch. Nee, weil wir schon so viel Pramana und Logik studiert haben, wird uns das helfen, dann diese nur geistschulen Texte auch zu verstehen. Das wäre wirklich gut, denn wir sind wirklich gut in Philosophie und Pramana und so weiter in der tibetischen Tradition. Aber weil es eben so wenig nur Geistschulentexte gibt, ist es so schwierig. Wir brauchen mehr klare und klare und reinere Darlegung sozusagen über die nur Geist-Sichtweise. Und wenn wir das hätten, dann könnten wir ohne Zweifel eben viel besser die nur Geistschulen-Sichtweise verstehen. Und das ist möglich, weil wir als Tibeter in der tibetischen-buddhistischen Tradition haben wir eben diese Tradition und diese Fähigkeit, klassische Texte gut zu studieren. Das haben wir über Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht quasi. Und nicht Jahrtausende, Jahrhunderte. Oh, mein Fehler. Und da haben wir so viele Methoden und Fähigkeiten und Systeme, wie wir gut studieren können. Und wenn wir da die Möglichkeit, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und wenn wir da jemand hätten, der uns eben hilft, diese nur Geistschulen-Texte auch zu haben, das auf Tibetisch, da habe ich keine Zweifel, dass uns das helfen wird und dass wir dann eben die nur Geistschulen-Sichtweise viel besser noch verstehen können. Das ist also, wie die nur Geistschulen Texte und Sichtweise sich in Tibet verbreitet. Das war so mein Versuch, das darüber zu erklären. Wenn ich da Fehler gemacht habe, dann möchte ich mich dafür entschuldigen und bitte um Nachsicht. Und wenn wir jetzt über nur Geist und Madhyamika sprechen und über nur Geist und Buddha-Naturschule, da möchte ich kurz auch drauf eingehen. Und da möchte ich sozusagen, ja, in Bezug auf die Forschung sozusagen schauen, nicht auf die gewöhnliche Art und Weise, wie wir diese Texte anschauen. Wenn wir über mittlerer Weg und Madhyamika, also mit Madhyamika oder Madhyamika, mittlerer Weg oder nur Geist, Chittamatra sprechen, dann sagen wir normalerweise, dass Madhyamika eben nicht davon ausgeht, dass der Geist wirklich existiert, aber nur die nur Geistschule geht eben davon aus. Und das sind vielleicht die Unterschiede, aber es gibt so viele Ebenen, wo das so ähnlich alles ist.
Aber selbst, also es gibt viele Ähnlichkeiten in ihren Sichtweisen, aber es gibt aber auch viele Dispute, Debatten, wo sie sich gegenseitig widerlegt haben. Und diese Debatten sind nicht abgeklungen über Hunderte von Jahren. Und es ist wirklich so, dass da Ähnlichkeiten sind, aber eigentlich gibt es noch mehr Unterschiede in deren Sichtweise. Und wenn wir auch historisch schauen, ist es natürlich so, dass die Debattiergegner nicht wirklich Feinde sind, aber natürlich waren sie dann schon Gegner in der Debatte. Wenn wir zum Beispiel die Debatte zwischen Dharmapala und Baba Viveka anschauen über die Existenz und Leerheit, da gab es eben diese Debatte zwischen diesen beiden, was ist existiert und was ist Leerheit. Diese Debatte kennt man. Das ist ein Beispiel dafür, wie nur Geist und Madhyamika sozusagen, also nur Geistschule und Madhyamika sich debattierten. Und diese Debatte zwischen Dharmapala und Baba Viveka wurde eben ausführlich in einem Text verfasst, der heißt Lampe der definitiven Bedeutung, die nur Gewahrsein beweist, von Hui Shao. Und da geht es eben um diese Debatte zwischen Baba Viveka und Dharmapala. Und natürlich ist es schwer zu sagen, wer da wirklich gewonnen hat in dieser Debatte. Und ob diese Debatte überhaupt stattgefunden hat, ist auch schwer zu wissen. Aber manche sagen, es gab diese Debatte, weil Huangshang das ja, nee, nicht weil das halt Hui Shao niedergeschrieben hat in diesem Text. Und Hui Shao war ja ein Schüler von Huangshang. Also Hui Shao war also in der Überlieferungslinie von Huangshang und hat diesen Text verfasst, wo eben diese Debatte zwischen Baba Viveka und Dharmapala genannt wurde. Und wenn diese Debatte also wirklich stattgefunden hat, was war dann? Dann können wir verstehen, dass nachdem die Nur-Geist-Schule sich entwickelt hat, da war es ja damals so, dass die Madhyamika-Sichtweise sehr stark ausgeprägt war. Und die Nur-Geist-Schule war gerade erst so am entwickeln. Und Madhyamika war eben eine sehr starke Sichtweise. Und da gab es dann wirklich so wie ein Wettkampf oder Wetteifern oder sowas zwischen den beiden. Und dann am Ende des 7. Jahrhunderts gab es den chinesischen Meister Yi Jing, der nach Indien reiste. Und zu dieser Zeit gab es eben 2 Mahayana Schulen, ganz allgemein akzeptiert. Das war die Nur-Geist-Schule und die Madhyamika-Schule. Und also da können wir sehen, dass es zuerst Madhyamika gab, was sich verbreitete, und dann die Nur-Geist-Schule. Und Nur-Geist-Schule, ja, ist ja weiter angewachsen, hat eine gleiche Ebene oder Bekanntheit oder Einflussgrad erhalten oder erreicht wie Madhyamika. Und dann kann man wirklich sagen, ja, es gab dann 2 Mahayana-Schulen, nur Geist und Madhyamika. Und das wurde dann am Ende des 7. Jahrhunderts dann sehr bekannt oder auch dann sehr akzeptiert. Wie auch immer, als nur Geist sich entwickelte, zu der Zeit, wer war da der größte Gegner? Madhyamika. Und die Debatten sind dann weiter und weiter, haben sich fortgeführt, selbst als nur Geist sich dann weiterentwickelte. Gab es weiterhin Debatten mit Madhyamika. Und woher wissen wir das? Im 7. Jahrhundert, da gab es ja Xuanzang und Yi Jing, die in Nalanda waren und dort nur Geist, Madhyamika und so weiter studiert haben. Nalanda war ja damals das wichtigste
die wichtigste Kshetra sozusagen. Und die Schüler haben eben diese beiden Traditionen, nur Geist und Madhyamika, dort studiert, aber sie haben auch das grundlegende Fahrzeug studiert. Und die haben diese buddhistischen philosophischen Texte studiert und die hatten alle auch ihre eigenen Sichtweisen und haben dann wirklich sehr eifrig mit Feuer sozusagen debattiert. Und von da können wir erkennen, dass es in der Vergangenheit einen Zeitpunkt gab, wo man sagte, meine eigene Sichtweise ist die beste. Aber man konnte trotzdem nicht nur die eigene Schule studieren, sondern musste auch die anderen studieren. Wenn wir Madhyamika waren, dann sollte man auch nur Geist studieren und nicht nur Madhyamika. Und die andere Richtung genauso. Immer das andere mitstudieren. Verschiedene Sichtweisen erlangt. Und man nimmt dann auch Sichtweisen anderer an und verkörpert in der eigenen Sichtweise, integriert in die eigene Sichtweise. Und so war es ja auch in der Nur-Geist-Schule. Die hat ja auch viele verschiedene andere Darlegungen aufgenommen, wie zum Beispiel Abhidharma-Belehrungen. Da gab es viele detaillierte Abhidharma-Belehrungen, die in die Yogacharya-Sichtweise aufgenommen wurden. Und auch Madhyamika-Inhalte wurden übernommen in die Nur-Geist-Sichtweise. Und das war dann gefährlich für die Madhyamika-Sichtweise, weil dann natürlich die Nur-Geist-Schule ähnlicher wurde mit der Madhyamika-Sichtweise. Es war einmal schädlich für die Madhyamikas, aber auch beeinflussend. Denn dann gab es dann plötzlich auch Madhyamika-Meister, die bestimmte nur Geistinhalte übernahmen in ihre eigene Sichtweise und wurden dann Yogacara Madhyamikas. Weil sie die nur Geistsichtweise eben auch integrierten. Das waren dann die Yogacara Madhyamika Meister. Und wenn wir so das nächste Diagramm anschauen, wenn wir dieses Diagramm anschauen, nach Nagarjuna gab es eben Prasangika und Svatantrika Madhyamikas. Das sind die Konsequenzialisten, Prasangikas, und die Autonomisten oder so, die Svatantrikas. Aber das ist keine unbedingt tibetische Unterscheidung. Es gibt schon ältere indische Texte auch, die über eine autonome Position sprechen. Und auch in Chantarakshitas Text gibt es auch schon Themen, gab es auch schon Begriffe wie Prasangika und Svatantrika und auch Chantarakshita. Nicht Chantarakshita, sondern sein Schüler Yeshede in seinem Text Die unterscheidende Sichtweise sprach über die Svatantrika-Schule, die autonome Madhyamika-Schule und auch über die Yogacara Madhyamika. Und der verfasste wirklich ganz detailreich diese Inhalte und Begriffe. Und daher kann man nicht kategorisch sagen, dass das nur tibetische Begriffe sind, sondern nein, die gab es auch schon, oder nur indische Terminologien sind, sondern die haben sich einfach so entwickelt. Aber der Gründer dieser beiden Schulen wird oft gesagt, Buddha Palita und Bhava Viveka.
Oder manche sagen auch Chandrakirti wäre wichtig, aber Buddha Palita war früher und war wahrscheinlich der Prasanka-Gründer. Und dann gibt es also diejenigen, die die Prasangika-Sichtweise folgten und deren Negierungsmethoden benutzen. Aber es gab natürlich auch Svatantrika-Meister, die Präsentation oder Syllogismen benutzen. Und wenn sie sich wohingegen mehr auf die Sutra-Tradition stützen, dann waren sie Sautantrika Madhyamika. Und manche benutzen eben auch Yogacara-Sichtweisen. Und das wurde dann eben zu der Yogacara Madhyamika-Schule. Das war dann zu Shantarakshitas und Kamalashilas Zeit. Ne? So gab es dann verschiedene Madhyamika-Strömungen. Sautantrika Madhyamika, Yogacara Madhyamika. Und innerhalb der Nur-Geist-Tradition heißt es, dass die Dignaga wohl die Nur-Gewahrsein-Schule gründete. Aber er hat viele Sautrantika-Schulen-Inhalte benutzt. Und Dharmakirti hat noch viel mehr Position, oder viel mehr Inhalte noch da reingebracht. Und nachher wurde es dann Sautantrika Yogacara. Und das war dann ein Name, der auch entstand, Sautantrika Yogacara. Und diese Sichtweise und Schule wurde hochgehalten von Jnana Sri Mitra und Ratnakirti. Das sind also hier dieses Diagramm, sind dann also die verschiedenen Linienhalter der verschiedenen Traditionen, ne, wie wir es hier sehen können. Und da gab es eben die mehr die Sautantrika-Sichtweise aufrechterhielten, aber Madhyamikans waren, und das waren eben wie Baba Viveka, Janagaba, die Sautantrika-Madhyamikas. Und die Yogacara in die Madhyamika mit einfügten, waren Shantarakshita und Kamadashila, Yogacara-Madhyamikas, und dann Dignaga und Dharmakirti, die Sautantrika-Sichtweise in die Yogacara-Schule und daher Sautantrika-Yogacara. Und so war es eben so, dass da einfach diese verschiedenen Traditionen auch so zusammenkamen und das entwickelte sich dann. Und das nur so als eine kurze Übersicht über Madhyamika und nur Geist. Und dann möchte ich über Buddha-Naturschule und nur Geistschule sprechen. Und die Philosophie der Buddha-Naturschule ist, dass alle fühlenden Wesen eben zur Zeit vorübergehend verblendet sind, aber dass die Essenz ihres Geisteskontinuums, Essenz könnte Garbha sein, eben die Essenz der Tathagatas, der Buddhas ist, Tathagata Garbha. Aus dieser Perspektive sind wirklich alle fühlenden Wesen, haben alle die Möglichkeit, Buddhaschaft zu erreichen. Und der Ursprung dieser Philosophie kommt aus dem ursprünglichen Buddhismus. Und da spricht man über den Begriff
ja, klar leuchtender Geist. Pabasharashita, das ist Pali-Begriff und bedeutet klarer leuchtender Geist. Leuchtender Geist vielleicht. Gisem. Oder es gibt auch den Sanskrit-Begriff, die Natur dieses leuchtenden Geistes. Das ist Prakti Prabhasvara Chitta. Das war bevor sich die 18 Schulen entwickelten. Und dieser Begriff erschien schon vorher, bevor der Buddhismus sich in verschiedene Schulen aufteilte. Und dann gibt es den Begriff Tathagata-Garbha, Buddha-Natur. Und Tathagata-Garbha, die erste Verwendung dieses Begriffes, wo dieser Begriff kam aus dem Sutra der Essenz der Tathagatas. Moderne Wissenschaftler untersuchten das und sagen, oder fragen sich, woher weiß man, es ist das Tathagata-Garbha Sutra, ne? Und die fragen sich, woher weiß man, welches Sutra ist älter oder jünger, und versuchen das rauszufinden, basierend auf den Übersetzungen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und die gucken dann einfach, was ist in welcher Sprache vorhanden, und machen dann darauf aufbauend ihre Schlussfolgerung. Da die chinesischen kanonischen Schriften eben sehr früh übersetzt wurden, schauen Sie, was war die erste Übersetzung dieser Sutras, des Tathagata-Garbha Sutras ins Chinesische. Und dann gucken Sie, gibt es eine frühere Übersetzung noch in eine andere Sprache? Oder auch, wenn wir chinesische Manuskripte anschauen, was für eine Schrift benutzen die? Und ja, das versuchen Sie anhand solcher Zeichen zu gucken, was ältere oder jüngere Texte sind. Wie auch immer, die frühen Anwendung dieser Texte, dieser Terminologie Tathagata-Garbha findet sich halt in dem Tathagata-Garbha Sutra und auch später in dem Sutra, wo es weder Anwachsen noch Vergehen gibt, oder auch in dem Srimala Devi Simhanada Sutra. Da werden auch diese Begriffe und Sichtweisen erwähnt. Und dann das sind kurze Sutras, und vielleicht sollte man die mal übersetzen. Und vielleicht finde ich mal Zeit, die zu übersetzen. Die sind eben nicht so lang. Wenn ich alle Zeit habe, dann sollte ich. Aber und dann gibt es natürlich noch das Sutra, das Mahaparinirvana Sutra, wo es heißt, dass eben Buddha-Natur Tathagata-Garbha ist, und das ist das gleiche wie Dharma-Dhatu, oder durch das alle fühlenden Wesen durchdringt. Dharma-Dhatu, Buddha-Nature, Tathagata-Garbha wird da wirklich synonym benutzt. So heißt es im Mahaparinirvana Sutra. Und welcher Text ist so der beste Text über die Buddha-Natur? Das ist dann Uttara Tantra Shastra, Gyulama auf Tibetisch. Das ist der beste Text, um wirklich vollständig die Buddha-Natur-Philosophie zu verstehen. Aber bevor sich die Nur-Geist-Schule entwickelt, oder zu dem Zeitpunkt, als sich die Nur-Geist-Schule entwickelte, war es ja so, dass die Buddha-Natur-Belehrungen sich schon verbreitet hatten. Erst die Buddha-Natur-Sichtweise und später dann die Nur-Geist-Schule. Buddha-Natur-Schule war also früher. Und da gibt es keinen Zweifel, dass Buddha-Natur-Schule dann die Nur-Geist-Schule auch beeinflusst hat. Die frühere Schule hat meistens einen größten Einfluss auf die spätere Schule. Und woher wissen wir das? Zum Beispiel, als sich die Nur-Geist-Schule ausbreitete, das können wir in den Werken von Maitreya, wie zum Beispiel Unterscheiden der Mitte von Extrem, also Madhyanta Vibhanga oder Mahayana Sutra Alamkara, können wir das sehen, dass da die unbefleckte Natur
die Buddha-Natur oder der leuchtende Geist oder ja, erwähnt wird. Da zeigt sich also schon die Buddha-Natur-Sichtweise. Das finden wir so in den nur Geist-Sichtweisen und auch später in den Werken von Vasubandhu wurde es noch klarer. Und in der Buddha-Natur-Tradition, da gibt es ja dann auch Texte, die eben ebenso wichtig sind wie Uttara Tantra Shastra oder das Werk über die Buddha-Natur, welches zu Vasubandhu zugeschrieben wird. Aber heutzutage machen einige gegenwärtige Forschungsergebnisse haben da eben also Unklarheiten, sind nicht sicher, ob das wirklich von Vasubandhu verfasst wurde. Und so gibt es eben wirklich eine enge Verbindung zwischen der Buddha-Naturschule und der Nur-Geist-Schule. Das zeigt sich auch in Vasubandhus Werken. Und wenn wir so über die Werke über die Buddha-Natur sprechen, warum sagen manche, dass es nicht von Vasubandhu geschrieben ist? Oder warum andersrum, warum sagen manche, dass es nicht von Vasubandhu verfasst ist, dieses Werk über die Buddha-Natur, weil es ein bisschen Yogacara widerlegt. Deswegen denken manche Gelehrte, dass es nicht von Vasubandhu verfasst ist. Aber wie auch immer, der Unterschied zwischen es gibt eine starke Verbindung zwischen der Nur-Geist-Schule und Buddha-Naturschule über einige Jahrhunderte. Manche sprechen darunter, dass Alaya, Vijnana und Buddha-Natur das Gleiche ist. Manche haben diese Sichtweise entwickelt. Zum Beispiel, wenn wir Mahayana Sutra Alamkara oder Kommentare über die 10 Bhumis oder Uttara Tantra Shastra anschauen oder andere Werke, dann können wir da die Sichtweise eigentlich schon erahnen. Und dann aber das Lankavatara Sutra sagt eben, dass Alaya und Buddha-Natur eins sind. Alaya ist die Essenz der Buddha-Natur, heißt es dort. Aber dann in I Chings übersetzten Werk Erwachen zum Mahayana Vertrauen, wahrscheinlich von Asvabhava, zu der Zeit war es so, dass die Buddha-Naturschule schon sehr bekannt war. Und innerhalb dieser Werke gibt es ja eben Uttara Tantra Shastra, was in Tibetisch übersetzt wurde und deswegen in Tibet sehr Fuß gefasst hat. Aber Vasubandhus Werk, das Werk über die Buddha-Natur, ist nicht so verbreitet in Tibet, und auch Asvabhavas Werk Erwachen des Mahayana Vertrauens. Asvabhava war ja der Mahayana Samgraha Gründer, der in Indien lebte und nach China reiste. Und er verfasste ja dieses Werk Erwachen des Mahayana Vertrauens. Und daher, in dem Text schrieb er sehr klar über die Buddha-Naturschule. Manche sagen, er war nur der Übersetzer und manche denken, dass er eben der Autor war. Wie auch immer, das war wirklich ein wichtiges Werk, auch insbesondere in China war dieses Werk Erwachen
des Mahayana-Vertrauens sehr groß. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass es ja viele Forscher heutzutage gibt, die sagen, dass es eben diese dritte Mahayana-Schule gibt, nämlich nicht nur Geistschule und nicht nur die nur Geistschule, nicht nur Madhyamika-Schule, sondern auch die Buddha-Naturschule. Wenn wir die Buddha-Natur als etwas Getrenntes verstehen, dann ist das etwas, was auf alte Zeiten zurückgeht, eine alte Tradition ist und nicht neu irgendwie ausgedacht ist. Und das finden wir eigentlich schon im Avatamsaka-Sutra. Das wurde nicht allgemein anerkannt in den anderen Schulen. Und da wurde schon in der Avatamsaka-Tradition wurde auch schon die Buddha-Natur als eine dritte getrennte Schule verstanden. Während der chinesischen Tang-Dynastien gab es den Meister Xianshu Fa-Sang und er verfasste, er war der dritte Patriarch der Avatamsaka-Tradition und er lebte 643 bis 712. Und er sagte, in seinem Kommentar zu Sthiramatis Werk und die untrennbare Dharma-Weite, und Karmapa sagt, er hat da so ein bisschen seine Zweifel in Tibet ist es so, haben wir eine Prosa-Version dieses Werkes. Und ob diese Prosa-Version wirklich das gleiche ist wie Sthiramatis Werk, das muss man nochmal untersuchen. Aber ich bezweifle das. Wie auch immer, Xianshu Fa-Sang verfasste einen Kommentar. Da schreibt er, dass Ashwagosha in Sthiromati eben und andere eine neue Mahayana-Schule, die Buddha-Naturschule, entwickelt haben, die weder nur Geistschule noch Madhyamika-Schule war. Das ist quasi die erste Erwähnung einer tatsächlichen Buddha-Naturschule, die so schriftlich verfasst ist. Das ist wirklich so das erste Erwähnen oder der erste Bezug über eine Buddha-Naturschule. Und es gab dann später einen weiteren Anhänger dieser Schule, das war der chinesische Meister Guifeng Songmi. Er war der 5. Patriarch der Avatamsaka-Tradition und er lebte 780 bis 841. Auch er hat diese 3 Schulen unterschieden. Er hat die ein bisschen anders benannt, aber die Nur-Geist-Schule war Schule der Phänomene, die Madhyamika war Schule der Negierung der Phänomene und dann die Buddha-Naturschule war die Schule der Natur der Phänomene genannt. Und er sagte, dass die letzte, die Buddha-Naturschule, eben nicht Teil der ersten beiden ist. Also nicht Teil von nur Geist- und Madhyamika-Schule. Und warum nicht? Er sagt, weil es 10 Unterschiede gibt. So gibt es also 10 große Unterschiede zwischen der Buddha-Naturschule und der Nur-Geist-Schule. Wir müssen heute nicht über Buddha-Naturschule und Madhyamika-Schule sprechen, aber heute möchte ich halt über diese 10 Punkte sprechen, die Guifeng Songmi erwähnt, dass die Buddha-Naturschule anders ist als die Nur-Geist-Schule. Ohne das jetzt im Detail zu sagen, ist die erste Unterscheidung, ob es da jetzt
Die Nur-Geist-Schule sagt, es gibt 3 Fahrzeuge und 3 Erleuchtungsarten. Und die Buddha-Natur-Schule sagt, nee, es gibt nur ein Fahrzeug und ein Ergebnis. Und der Unterschied ist auch, Nur-Geist sagt, es gibt 5 Familien. Und Buddha-Natur-Schule sagt, es gibt nur eine Familie, nur eine Disposition. Die Nur-Geist-Schule sagt innerhalb dieser 5, dass es eine Familie gibt, die eben nicht die Buddha-Natur hat und deswegen nicht Buddhaschaft erlangen kann. Aber die Buddha-Natur-Schule sagt, nee, es gibt nur eine Familie, alle haben die Buddha-Natur und alle können Buddhas werden. Da gibt es kein führendes Wesen, was nicht Buddhaschaft erlangen kann. Sondern Buddha-Natur-Schule sagt, dass alle Wesen durch diese Buddha-Naturfamilie von der Buddha-Naturfamilie durchdrungen sind. Der dritte Unterschied ist, dass die Nur-Geist-Schule sagt, dass die Natur des Geistes verwirrt ist und Buddha-Natur-Schule sagt, nee, ist sie nicht. Nur Geist sagt eben, die Nur-Geist-Schule sagt, dass alle Phänomene aufgrund des Allerbewusstseins erscheinen und dass die Natur dieses Alayas eben Verwirrung ist. Und dann sagt die Buddha-Naturschule, nein, die Natur des Geistes ist Soheit. Und Soheit ist unverwirrt. Das ist der dritte Unterschied. Die Natur des Geistes ist eben entweder verwirrt bei der Nur-Geist-Schule oder eben unverwirrt bei der Buddha-Naturschule. Und der vierte Unterschied ist, dass die Nur-Geist-Schule sagt, dass die Soheit nicht eine Konsequenz von Ursachen und Bedingungen ist, wohingegen die Nur-Geist-Schule sagt, wegen die Buddha-Naturschule sagt, dass Soheit eben die Konsequenz ist. Das heißt, die Buddha-Naturschule sagt, dass die Soheit die unveränderliche Natur des Buddha ist, ist sozusagen unveränderlich, aber dennoch folgt sie Ursachen und Bedingungen. Das sagt die Buddha-Naturschule. Und die Nur-Geist-Schule sagt, dass sie nicht Konsequenz von Ursachen und Bedingungen ist. Innerhalb dieser Weite der Soheit gibt es eben die verschiedenen Erscheinungen wie Tugend, Untugend und so weiter, die erscheinen. Aber die sind von der Natur aus eben die Dharma Dhatu. Aber innerhalb dessen gibt es halt Handlung, Handler und Resultat. Der 5. Punkt ist, dass innerhalb der 3 Naturen, dass die abhängige Natur letztendlich ist, aber Buddha-Natur, die Schule sagt, nein, ist sie nicht. Also innerhalb dieser 3 Naturen oder Charakteristika, wie sie in der Nur-Geist-Schule gelehrt werden, da wird in der Nur-Geist-Schule gesagt, dass eben die abhängige Natur letztendlich etabliert ist, aber Buddha-Natur-Schule sagt, nein, ist sie nicht. Die vorgestellte Natur, die existiert nicht aus sich selbst heraus, aber die abhängige Natur und die absolute Natur, diese 3 Naturen. Aber die Nur-Geist-Schule, nee, die Buddha-Naturschule sagt, dass die Buddha-Naturschule sagt, dass die absolute Natur frei ist von der abhängigen Natur. Und der 6. Punkt ist, dass es ein Abnehmen und eine Zunahme gibt zwischen fühlenden Wesen und Buddhas, aber die Buddha-Naturschule sagt, nee, dem ist nicht so. Der 7. Punkt ist, dass die Nur-Geist-Schule sagt, es gibt 2 Wahrheitsebenen, die unterschiedlich in der Essenz sind, aber nämlich, dass die relative verwirrt und die letztendliche unverwirrt ist, aber die Buddha-Naturschule sagt, nö, die sind beide von gleicher Essenz.
Die sind nicht trennbar in der Soheit. Und der 8. Punkt ist, dass Entstehen, Verweilen, Veränderung und Vergehen an verschiedenen Zeiten stattfindet. Und Buddha Naturschule sagt, nee, es passiert gleichzeitig, zur gleichen Zeit. Die Nur-Geist-Schule sagt, es gibt also verschiedene Phasen von Entstehen, Verweilen und Vergehen und so weiter in verschiedenen Zeiten. Wohingegen die Buddha-Naturschule sagt, dass sogar in einem eigenen Augenblick Entstehen, Verweilen und Vergehen in einem Augenblick stattfindet. Der 9. Punkt ist, dass die Nur-Geist-Schule sagt, dass die Verblendung, die man beseitigen muss, und Gegenmittel getrennt sind in ihrer Natur, aber die Buddha-Natur sagt, nein, die sind gleich. Die Nur-Geist-Schule sagt, oh, das ist Verwirrung und Weisheit, also gegensätzlich, aber in der Buddha-Natur-Sichtweise ist das nicht so, denn die Verwirrung, die zu beseitigen ist von Natur aus schon Weisheit, sagt die Buddha-Natur-Schule. Daher ist sozusagen Problem und Gegenmittel aus Buddha-Natur-Sicht eben das Gleiche, aber auch von der Nur-Geist-Schule eben von unterschiedlicher Natur. Die Nur-Geist-Schule denkt, das ist wirklich eine ganz andere Natur zwischen Verblendung und Gegenmittel. Und der 10. Unterschied ist, dass Buddhas Körper bedingt ist, sagt die Nur-Geist-Schule. Und die Buddha-Schule sagt, der Buddha-Körper ist nicht bedingt. Die Buddha-Naturschule sagt, alle Körper von Buddha, Dharmakaya und Formkaya, sind nicht bedingt. Ich hatte nicht viel Zeit, das ins Detail zu schauen. Ich habe zwar reingeschaut, aber habe es nicht so gut erinnert. Und vielleicht morgen, wenn ich Zeit habe, werde ich darüber mehr im Detail sprechen. Und wenn wir dann darüber sprechen, wie die modernen Wissenschaftler im Westen das verstanden haben, die verstehen vielleicht, manche verstehen eben, also dass in der chinesischen Zeit, zur alten Zeit in China war Buddha-Naturschule eben eine eigene Schule, aber es war in anderen Schulen nicht so deutlich zu sehen. Aber jetzt heutzutage, in moderneren Zeiten, gibt es japanische Gelehrte, die haben da viel untersucht. Und diese Sichtweise hat sich dann wieder in die chinesischen buddhistischen Kreise sozusagen verbreitet, dass die Buddha-Naturschule eine getrennte, eigenständige Mahayana-Schule ist. Wenn wir das traditionell anschauen, können wir sagen, dass die buddhistischen Akademiker nur Mahayana nur Madhyamika und nur Geistschule verstehen. Aber 1931 gab es den russischen Gelehrten E. Obermiller, der hat die tibetische Version des Uttaratantra Shastras in Englisch übersetzt. Und 1935 gab es E.H. Johnson und H.W. Bailey, die haben eben Fragmente des Sanskrit-Textes des Uttaratantra Shastras in Südasien veröffentlicht in 1950. Und Johnson hat dann ein vollständiges Werk in Sanskrit publiziert. Und wenn man diese 3 Manuskripte anschaut, hat das ein großes Interesse in den westlichen Akademikern entwickelt und die haben auch viele Artikel verfasst über die Buddha-Natur. Und es war 1956, da gab es den Erich Frauweiner, den deutschen oder aus deutschsprechenden oder österreichischen Gelehrten. Der hat dann Gründe angefügt, warum es eine dritte Mahayana-Schule, nämlich die Buddha-Naturschule, gab. Und seine Erklärung war in Übereinstimmung mit den Erklärungen der japanischen Gelehrten. Und grundlegend sagt man, dass die meisten gegenwärtigen buddhistischen Gelehrten akzeptieren, dass Buddha-Natur eine dritte Buddha-Naturschule war, eine dritte Mahayana-Schule war.
Also im Allgemeinen kann man sagen, dass die gegenwärtigen buddhistischen Gelehrten eben von diesen drei Mahayana-Schulen von diesen drei Mahayana-Schulen ausgehen. Aber normalerweise im tibetischen Buddhismus geht man davon nicht aus, sondern denkt einfach, es gibt nur zwei. Aber das ist einfach, weil wir kein Interesse an modernen Forschung haben und so weiter. Und wenn wir sagen, es gibt nur 4 buddhistische Schulen, dann müsste man Buddha-Natur-Schule eher in Madhyamika einsortieren, nicht in nur Geist. Das würde man allgemein sagen, aber ich denke, vielleicht macht es mehr Sinn, das in nur Geistschule einzusortieren, die Buddha-Natur-Schule. Was ich also denke, ist, dass es tatsächlich, wenn wir die Buddha-Natur-Schule in die nur Geistschule einsortieren, dann können dann kann es vielleicht die Kraft mehr ausbreiten. Aber in der Madhyamika-Schule, wenn wir da die Buddha-Natur einsortieren würden, dann wäre das wie ein im Käfig gefangener Vogel, der seine Flügel gar nicht ausbreiten kann. Aber wenn wir das in die Yogacara oder in die Nur-Geist-Schule packen, die Buddha-Natur-Schule, dann ist dieser Vogel viel freier und kann die viel breiter ausbreiten, die Flügel. Aber ich finde allgemein, dass es einfach eine dritte Schule ist. Denn Madhyamika ist eigentlich ursprünglich Mula Madhyamika Karika, so wie Nagarjuna es gesagt hat. Nagarjuna hat natürlich auch andere Werke verfasst, die gemäß dem dritten Dharma-Chakra sind, wie dem Lobpreis an Dharmadhatu. Aber der mittlere Weg, wie Madhyamika, wie Nagarjuna es gelehrt hat, ist Mula Madhyamika Karika. Da wird über Prajna gesprochen. Und Prajna ist eben so die Weisheit, die wir entwickeln im Mula Madhyamika Karika. Und für Madhyamika ist eben Mula Madhyamika Karika wirklich der grundlegende Text. Aber dieser Text spricht nicht lehrt eben nicht quasi die Buddha-Natur, wohingegen die Buddha-Natur eben die Buddha-Natur natürlich betont und nicht nur über Leerheit spricht. Und wenn wir sagen, dass die Buddha-Natur nicht, wenn wir sagen, dass Buddha-Natur-Schule nicht in Madhyamika enthalten ist, das ist gut für die Buddha-Natur-Schule, weil innerhalb des Madhyamikas könnte sie nicht ihr volles Potenzial hervorbringen.
Shall